Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Gegeli an den Knüppel. Und wir sind bei Tag 6. Wir haben jetzt Fische und alles abgeschlossen und jetzt gehen wir das Ganze verarbeiten und rocken. Heisst, wir gehen zum Banco in die Küche und schauen, dass wieder ein bisschen Geld reinkommt. Räsen wir mal über. Räsen wir mal über und schauen, was wir heute Abend alles noch Geiles zaubern können. Wir haben jetzt eine Angestellte, stimmt. VIP ist erschienen. Hallo zusammen, hier ist Yui von der Fernsehsendung Die besten Starköche. Heute bin ich in einer Sushi-Bar direkt an der Küste, die auf Kuxa gerade in aller Munde ist. Und zwar im Banco Sushi. Diese Sushi-Bar ist berühmt für ihre ausgefallenen Sushi-Gerichte. Und bei uns ist heute Sushi-Experte Vincent Yamaoka. Genau. Hallo Vincent, was ist eigentlich Sushi? Sushi ist eigentlich ein recht einfaches Gericht. Also es ist eigentlich wirklich ganz einfach. Es besteht aus Reis, Essig, Wasabi, Fisch, alles hängt von den Zutaten ab. Allerdings bedeutet einfach nicht einfach zubereitet. Also es kommt auf die Qualität der Zutaten darauf an, wie sie aufbewahrt werden und gereift sind, wie der Fisch geschnitten und der Reis gekocht und geformt ist. Gut Sushi zuzubereiten ist eine wahre Kunstform. Ich verstehe. Was denkst du über das ausgefallene Sushi für das Banco Sushi bekannt geworden ist? Zutaten für Sushi sind längst etabliert. Da wäre der Thunfisch, der König der Fisch und vor ihm vor allem das Bauchfleisch. Dann japanische Flunder und die gelb-schwarze Makrele mit weißem rotem Fleisch, also altbewährte Zutaten, verstehst du? Dass man trotzdem wagt, von dem Edo-Zeit üblichen Zutaten abzuweichen, zeigt eine gewisse Respektlosigkeit und wenn man das vielleicht gut schmecken mag. Du hast einmal die California Roll als Möchtegern-Sushi bezeichnet. Da sind wir jetzt besonders gespannt, was deine Meinung zu Banco Sushi ist. Also gut, beginnen wir doch mit dem Star der heutigen Show. Dies ist Banco, der Eigentümer. Das kommt alles ein bisschen plötzlich. Also ich bin aber, es ist ein bisschen wortkarg. Das kann nur heißen, dass er durch seine Kochkunst spricht. Von der Sushi-Bar gibt es eine grandiose Aussicht auf das riesige, blaue Loch. Und der Koch scheint ein Meister seines Fachs zu sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Essen hier schmeckt. Vincent, was nimmst du? Je mehr ich den Wert vom Restaurant auf Äußerlichkeiten lege, umso weniger interessiert mich seine Gerichte. Du da, Banco, oder? So heisst du doch. Lass mich mal sehen, was du so zu bieten hast. Mal schauen. Bring mir etwas, das mich überrascht. Wow, Vincent fordert heute wohl sein Glück heraus. Er hat gerade dem Koch die Entscheidung überlassen. Ich kann da nicht einfach sitzen und deinen Vorurteilen zuhören. Gib mir 2 Tage. Ich werde dich bestimmt schockieren. Ein Duell zwischen einem traditionsbewussten Gourmet und einem experimentellen Koch. Das wird doch spannend. In der nächsten Folge werden wir live auf Sendung sein. Nicht vergessen, schaltet wieder ein bei Die besten Starköche. Okay. Heisst, wir haben sicher wieder 2 Tage Zeit, um irgendetwas Krasses zu fangen. Was denkst du? Was wirst du jetzt machen? Ein Mann läuft nicht einfach vor einer Herausforderung davon. Ich habe da schon eine Idee. Kannst du mir helfen, die Zutaten zu besorgen? Ich brauche Meertrauben und einen pünktlichen Wurzelmundquallen. Beide findet man in der Kalksteinhöhle in ungefähr 1000 Meter Tiefe. Aus denen willst du Sushi zubereiten? Okay, eine Kalksteinhöhle. Ich werde sie finden. Das heisst, wir müssen unser Equipment aufwerten, dass wir in 100 Meter Tiefe kommen. Manchmal ist es besser, ein VIP-Gast ein Gericht, das nicht auf der Speiskarte steht. Beschafft die Zutaten bis zum angegebenen Zeitpunkt. Okay, Salz haben wir schon, Meertrauben, Wurzel, Mundqualle. Okay.
Und da aber schnell mal schauen. Wie viel kostet dann ein Werbefly? Kostet jetzt 5 Stützli. Ja, wir müssen jetzt Geld einfach schnell beieinander heben, dass ich mir das leisten kann. Also. Heisst. Was haben wir da an Forschungspunkten noch? Nö, das lassen wir. Also, Menüs. Wir schauen mal. Wir haben doch so ein Qualenmenü gehabt. Wir schauen mal schnell, was wir alles gleich aufwerten können. Den können wir nicht aufwerten. Der ist auch schon Stufe 4. Grundsätzlich bin ich halt bei allem. Und ich immer aufwerten ist ja nicht so eine Sache. Dann können wir einfach mehr Geld über. Also wenn wir den gerade mal veredeln, definitiv veredeln. Gibt mehr Geld, gibt mehr Zufriedenheit. Das ist so traurig für den Fisch. Oh, ich esse nie mehr Sushi. So, das haben wir aufdingselt. Dann kann es ab auf die Liste. Direkt das Auto kochen. Yes, please. Next one. Dann haben wir 8. Das tun wir definitiv nochmal veredeln. Dann gibt es nämlich mehr Geld und absolut mehr Zufriedenheit. Also. Den können wir nicht, aber der Feuerfisch, die greifen uns immer an. Darum sind das Fische, die wir immer wieder werden haben. Da ist die Spiegelqualle, die Spiegelei-Qualle. Und da, das haben wir da schon Stufe 4. Dann tun wir doch den auf die Liste. Dann haben wir hier jemanden, der auch mehrfach ausgeliefert werden kann. Da haben wir 15. Oh, das ist der. Den tun wir auch noch mal veredeln, definitiv. Gibt mehr Geld. Können wir den nochmal eins rauf tun? Wir können nochmal eins rauf tun. Und der greift uns ja auch an. Ja, ja, ja. Genau, auch wenn du Fisch nicht willst, auf der Liste sein willst. Aber ich tun wir jetzt anwählen. Weil der gibt uns ein bisschen Geld. Das ist gut. Prima. Dann haben wir hier den schwarzen Schnapper. Torpedomakrelen, die hauen wir auch noch raus. Das ist zwar nur einmal, aber wir brauchen jetzt gerade ein bisschen den Batzen. Gut, also. Yamaoki oder wie du heisst, let's go. Jetzt müssen wir ein bisschen einen raustöffeln. He? Ich startet. So. Willst du einen Tee? Willst du einen Tee oder was kann ich? Was willst du? Gut, perfekt. Oh, oh, oh. Mach schnell! Komm! Nein, nein, nein! Oh Mann! Ich kann doch eigentlich parat gehen. Und du laufst schneller. Dann nimm das nächste. Oh oh, dort vorne, der ist grantig. So, wir müssen mal schnell, schau da. Den haben wir auch schon nicht mehr. Heisst, wir tun den duschen. Mit etwas, was wir auch nur einmal haben. Das ist okay.
Aber wir haben es nicht nur einmal, wir haben es 5-mal. Gut, aber mit dem können wir noch mal einiges an Geld verdienen. Komm mal. Super. Haben wir noch geschafft. Das nimmst du. Nimm das nächste. Und. Es lohnt sich, aufs Essen zu warten. Ich sage es dir. Wirklich, wirklich. Oh, es sind auf jeden Fall auf Cookstar wieder einige Sachen reingekommen. Das heisst, ich hoffe, wir haben wieder ordentlich ein Blösschen gemacht. Auch wenn wir nicht ganz alle haben können bedienen. 200, prima. 4,5. Ich kann 4 Flammen erhalten. Und wir haben irgendetwas auf Cookstar geschafft. Prima. Ich denke, es war ein erfolgreicher Abend. Ich muss daran denken. Oh. Okay. No! Nein! Tag 7. Ah, da kommt er ja gerade, der Dr. Speck. Dave? Ja, Dr. Speck? Dave? Ja. Willst du die gute oder die schlechte Nachricht hören? Die gut. Du bist der positive Typ. Ich habe das Armband untersucht, das du mir gestern gebracht hast. Es gehörte, wie ich es vermutet habe, dem Seevolk. Wow, es ist ein altes Artefakt. Das Armband scheint mit einer geheimnisvollen Macht durchtränkt zu sein. Hier, du kannst es tragen. Was ich? Ich meine, aber warum? Wer weiß, vielleicht liegt ja ein furchterregender Seevolkflug darauf. Okay. Nun, wie dem auch sei, probier es erstmal an. Das hat sicher auch wieder irgendeine Macht. Armband des Seevolks. Ein Artefakt des Seevolks in Form eines Armbands erhält eine mysteriöse Energie, die beim Atmen hilft. Erlaubt dir für eine bestimmte Zeit zu überleben, nachdem wir legen es an. Weißt du? Wow, ich spüre eine Art neue Kraft in mir. Schön zu hören, dass nichts Schlimmes passiert ist. In deiner Taucherkiste findest du weitere Informationen zu dem Amulett, das du trägst. Oh, und ich habe noch mehr großartige Neuigkeiten. Ich habe die Artefakte und Untersuchungsdaten analysiert. Ich war in der Lage, ein sehr starkes Signal in dieser Meerestiefe auszumachen. Das war der richtige Ort. Die Objekte sind nicht einfach hierher getrieben. Ich habe das Gefühl, dass dieses riesige blaue Loch, das plötzlich aufgetaucht ist, als Verbindung zu einer Seevolksstätte dient. Eine äußerst glückliche Gelegenheit. Also das tönt eigentlich nur danach, dass ich wieder mein Leben riskieren muss. Und, was sind die schlechten Nachrichten? Um in die Tiefe zu gelangen, benötigst du eine Tiefsee-Stirnlampe. Die Lieferungen sind aus irgendeinem Grund unterbrochen worden, also ist es unmöglich, eines zu beschaffen. Aber vielleicht hat der Duff eine. Er hat ja ganz viele Sachen. Das stimmt. Versuche doch mal Duff zu kontaktieren, ja? Okidoki. Pinkfarbene Lieferung, okay. Ja, das Amulett will ich jetzt schnell anschauen. Amulett ausrüsten und es im Inventar austauschen. Amulette haben unterschiedliche Effekte, die dir im Spiel helfen werden. Vergiss nicht, sie auszuprobieren, wenn du welche findest. Genau.
Genau. Ja, wir haben ja 2, also kann ich beide angelegt lassen. Ich wollte aber noch schnell... Cooks anschauen. Immer nach dem Arbeitstag schauen wir Cooks an. Kannst du ordentlich essen und trotzdem abnehmen. Okay. Der Gedanke daran, dass so etwas Erstaunliches am Meeresboden ist, ist wirklich schockierend. Das schreit nach mehr Sushi. Prima! Sich vorstellt, dass Sushi aus tropischen Fischen so gut schmeckt. Aber das nicht, das haben wir schon mal gehabt, genau. Ah, dort steht ja New. Rangaufstieg. Wir sind Silber geworden. Wir haben 27 neue Follower und 3 erforschte Rezepte. Nein. Oh, das muss ich dort machen. Okay. Also können wir den Rangaufstieg jetzt nicht machen. Gut, machen wir den dann dort. Anrufen. Wir müssen unserem Profi anrufen. Am DAF. Genau. Ja, genau. Oh! Hallo. Wann bist du so wütig, DAF? Ja, genau. Ich habe eine limitierte Version von der Figur Lea Chan bestellt. Ja, genau. Aber sie ist seit über einer Woche nicht gekommen. Ist das zu glauben? Ja, genau. Sie kommt mit der Seriennummer und einer limitierten Kunstband, das es nur in dieser Fassung gibt. Oh. Wow, beruhig dich, hey, komm ein bisschen runter. Es scheint irgendeinen Lieferstopp aufzuregen. Alle haben irgendein Problem mit dem Lieferstopp. Ach, ja, dann. Ich glaube, es war eine Art Unfall. Um zu erkennen, was vor sich geht, benötige ich eine Tiefsee-Stirnlampe. Ach ja. Oh, natürlich. So etwas habe ich immer an Lager. Ja. Aber ich kann sie dir nicht umsonst geben. Es gibt eine Bedingung. Ja. Ich weiss, was jetzt kommt. Ja. Bitte find meine Lea Chan-Figur. Ja. Sie befindet sich in einem pinkfarbenen Lieferböckli. Du wirst sie sicher direkt erkennen, wenn du sie siehst. Ja. Ich habe für das Paket eine besondere Behandlung angefordert. Die sollte eigentlich nicht vorgespült worden sein. Ja. Wenn das Schiff, auf dem sie transportiert worden ist, gesunken ist, wird sie irgendwo in der Nähe sein. Ja. Find sie für mich und ich gebe dir die Tiefsee-Stirnlampe. Ach, ja, dann. Jetzt muss ich den Standort von dem gesunkenen Lieferschiff finden. Und das ist wichtig, damit ich dann die Stirnlampe bekomme, um dort runterzutauchen. Wir schauen mal schnell in die iDiver-App, wie tief ich kann. Ich kann aber über 100 Meter tief runter. Für das... Der da. Der Stalaktitenhöhle von der Tiefe. Also. Gut. Und beides Hauptaufträge. Genau. Und ich kann noch nichts kaufen. Ich habe 380. Das heisst, wir machen noch einen Tauchgang, oder? Wir machen noch einen Tauchgang, hüpfen ins Ungewisse, versuchen, er kommt in einem Tag, wir müssen also wirklich uns beeilen, in die Höhle zu kommen und gleichzeitig das Zeug zu tauchen. Vielleicht war es nicht gut gewesen, haben wir zuerst Harpun aufgewertet und nicht das andere, aber hey, so ist das Leben, he? Manchmal wagt man etwas. Dann merkt man muss noch ein bisschen strugglen. Oder so. Einen Tauchgang machen wir. Wir haben ja zum Glück immer 2 pro Tag. Ich habe natürlich jetzt überhaupt keine Ahnung, wo
dass das Frock ist. Sehr gut. Das ist aber schon mal gut. Wenn wir hier so ein Knüppel haben, das etwas mehr Power macht. Wir haben auch gerade einen das ist jetzt eben der Kugelkiste. Oh shit! Jetzt bin ich bereit. Gut, den haben wir auch mal gefangen. Tauchen wir einfach mal hier in die Tiefe. Wir gehen jetzt einfach schnurstracks einmal oben. Oben haben wir noch Kisten. Kisten holen wir. Waffenkisten auch. Sehr gut. Das ist prima. Wir tun es einfach gerade mal hindern. Munition habe ich noch nicht gebraucht. Das ist irgendwie das Gleiche. Dann können wir das auch liegen lassen. Genau, darum habe ich das Rezept aufdingseln, weil die greifen uns immer an. Eins, für einen. Knüppeln! Knüppeln! Oh, nein! Stopp. Oh Mist! Oh. Ich muss auch noch schauen, wo ich die Seetrübeli finde, oder wie die heissen. Oder vielleicht sind die auch dort unten. Ich weiss natürlich jetzt auch überhaupt nicht, ob ich da an den richtigen Ort schwimme. Hey! Eintinteln. Ja, ist doch gut. Ich bin ja weg. Bombe. Nehmen wir da mal, dass ich wieder genug Luft habe. Tief sind wir. Wir sind noch nicht so tief, wie wir sollten. Ich habe gesagt, auf 100 Meter. Ich bin noch gar nie so tief runtergetaucht. Ah! Da! Hey, Zufall. Ohne Scheiß, aber Zufall. Da! Mein lieber Lea-chan! Alter, Bring sie mir so schnell wie möglich. Beende deinen Auftrag. sind die irgendwo da? Was war das denn gerade? Mini Lea-chan, wieso liest sich Hochdeutsch vor? Also, Ist verschwunden in den unergründlichen Tiefen. da. Das scheint eine Art riesige Lebensform gewesen zu sein. Ja. Bitte zieh los und hol sie zurück. Moment mal, das sieht offensichtlich gefährlich aus. Oh, Außerdem sind die Türen auf dem Schiff alle verschlossen, also komme ich nicht rein. da. Glaubst du wirklich? Daran habe ich nicht gedacht, bevor ich den Lea-chan-Rettungsplan ausgeheckt habe. Ja. Ich gebe dir meine Geheimwaffe, den Brandschneider. Selbst in dem Moment wartet Lea-chan auf ihren Meister. Komm zum Boot, ja? Okay. Aber zuerst, weil wir schon gerade da unten sind, wir haben noch Luft, wir haben noch Power. Der riesen Fisch gesehen dort. Jetzt auf 100 Meter unten.
Meine Waffe ist so nötig. Die Luft ist auch nötig. Luft. Luft. Schnell, nimm die Luft. Nein. Oh nein. Oh nein. Ich verliere alles. Der gibt mir halt einfach 50 Geld. Oh Mist. Oh Mist. Aber wir wissen, die Kalkhöhle ist dort unten. Wir wissen, die Kalkhöhle ist dort unten. Das ist auch gut zu wissen. Aber ich muss an dem Hai vorbei. Bin mir da. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, mich zu beruhigen. Genau wie Lea Can, als die Fenrir zum ersten Mal gegenübergestanden ist. Da. Da du dort gefunden hast, will ich dich dafür belohnen. Ich mache gerne ehrliche Geschäfte. Ja. Also dann, lass uns die Rettungsmission für die Lea Can beginnen. Nimm den Brandschneider. Wenn du das Schiff erreichst, wirst du eine Stelle sehen, wo du aufschneiden kannst. Es wird eine Tasteneingabefunktion erscheinen. Schneid die Schwachstelle in dieser Eisentür auf und du wirst das Schiff betreten können. Berg einfach die pinkfarben Lieferbox mit Lea Can aus dem Inneren vom Schiff. Das sollte einfacher sein, als du denkst. Aber ich habe gesehen, wie sich ein riesen Tentakel das Schiff gepackt hat. Das sieht extrem gefährlich aus. Ja, genau. Willst du damit sagen, dass es für die Lea Can in Ordnung geht, dort unten in die Dunkelheit zu verrotten? Alter. Der Auftrag darf nicht einen Moment länger aufgeschoben werden. Okay, schon gut, ich verstehe. Okay, ich werde versuchen, da runterzugehen. Okay. Oh Mann, ich habe kein Fischchen gefangen. Ich habe keinen Daumen rauf. Also ich gehe noch mal schnell in den Shop. Ich will dir Zeug verkaufen. Eine braune Müscheli. Der da. Also. Den hauen wir raus. Und den da. Dann kommen wir immerhin auf 790. Dann kommen wir auf 790. Und eigentlich habe ich gesagt, ich will den, aber... Kann ich beides kaufen? Ja. Ich will auch den rauf tun. Dann habe ich einfach ein bisschen mehr Leben. Und den tue ich rauf. Das muss jetzt sein. Das muss jetzt sein. Und in der nächsten Folge machen wir den nächsten Tauchgang. Und holen die Lea Can zurück. Und bei Gott schauen wir, dass wir auch noch den Kalkstein-Dings bekommen. Weil in einem Tag kommt schon unser VIP. Wir müssen beides schaffen. Das aber in der nächsten Folge. Ode Messi, Tschüssi!